Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Runde Legend of Zelda Breath of the Wild mit der Himmelsmütze, die ich heute gezogen habe. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht komplett irre, und ich hoffe, ich tue das nicht, müsste ich jetzt das komplette Himmelsset haben. Schattengewand, Dingsbums war klar. Das sind die Zeitdinge, da ist Wind und... Nee, verdammt, das war das, wo mir zwei gefehlt haben. Scheiße, ich dachte, hätte es das Set auch komplett... Verdammt, da war ich ein bisschen zu voreilig, aber gut. Ja, wollte eigentlich nur mal ganz kurz hier Amiibos checken und so, oder? Normalerweise macht das immer offscreen, weil es sowieso meistens nicht funktioniert. Jetzt aber habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Glück. So, noch ein bisschen wild und so. Doch nie verkehrt. Okay, das müsste jetzt Ocarina of Time sein. Oder nicht? Da waren wir ganz kurz noch, ja, komm. Alter. Amiibo, Majora's Mask. Wow. Wo ist denn der Pilz hin? Hübscher Pilz. So. Königs 200 Angriffskraft plus 20. Das finde ich auch geil. Was? Dagegen kann ich es auch werfen. Okay. Wind Waker fehlt glaube ich noch etwas. Der arme Fische, der einfach erschlagen wird. Oh, scheiß Bumerang, ja, war auch eh nicht. Okay, ja, immerhin ein Set abgegriffen, beziehungsweise ein Teil von einem kompletten Set abgegriffen. Ist der andere verkehrt. So, ich bin hier gelandet. Why that? Ja, der Recken, ja, ich weiß, ich muss da hin. Eigentlich wollte ich ja jetzt noch das hier machen. Dachenaufsicht, doch, das ist alles soweit korrekt. Und gebietsmäßig heißt das ja eigentlich hier unten. Hier ist noch ein Schrein und ich glaube sogar, wir machen erstmal den da, wa? So. Jetzt waren hier noch ein paar andere Amiibos, weil mir da zu Ohren gekommen ist für die Recken-Amiibos. Da kriegt man nicht nur irgendwie ihre Waffen und so dazu, sondern ja, man kriegt auch noch spezielle Helme. In der Hinsicht die Helme ihrer Titanen. Die auch noch irgendwie einen Spezialeffekt haben sollen. Und ja, deswegen dachte ich mir so, hey, das klingt eigentlich geil. Eigentlich. Ne, ist sicher auch. So, die Mütze des Händlers. Müsste eigentlich ja klar sein. Wenn wir mal ganz kurz lesen. Template erscheint es da unten. Der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes am Drakato-See verschlingt. Ich glaube, da irgendwie sogar schon mal gemutmaßt. Drakato. Aha, der muss halt hier oben sein. Lol, ernsthaft? Da habe ich im Prinzip die Quest gefunden und hier ist er. Man, hier von den Schreinen kann ich erst wieder dahin. Anime-Plateau. Hat zuerst Anime-Plateau gelesen. Alter, die Anspielungen. So. Ja, geh mal hier hin. Mal gucken. Rivali, it's Showtime. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie groß diese Welt hier ist bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Und vor allem natürlich, dass, ja, alles was man sieht, kann man auch bereisen. Außer natürlich, da ist ja klar am Rand der Map, weil da sieht man natürlich weiter. Also irgendwie noch ein Stück und so, sind irgendwie noch so eine Mauer halt. Eine hohe Klippe und so, und da kann man halt nicht hin. Aber ja, ist ja klar, weil irgendwo ist auch mal Schluss. Und ich sehe gerade, mit Rivalis Kräften ist gerade auch Schluss, aber... generiert das schon wieder, Alter. Ich glaube echt, Rivali, ich habe sogar letztens das mal kurz nachgelesen. Rivalis Fähigkeit ist, glaube ich, die echt am schnellsten wieder kommt. Mifas, die am längsten braucht, gefolgt von Darunias, dann die von Urbosa und dem Rivalis die schnellste. Gibt auch am meisten Sinn, oder? Weil die von Mifa ist eigentlich sowieso OP, sage ich jetzt mal. Darunias mit dem Blocken und so, weil ist ja, wenn getroffen wird mit einem Schild drauf, ist ja immer ein perfekter Block quasi, er wird ja auch zurückgeschlagen und so. Also insofern auch eine episch. Urbosas Zorn ist in Kampf natürlich auch nicht zu verachten, aber wenn es ein bisschen Zeit benötigt, das aufzuladen. Ich gucke mal, was hier oben so los ist.
Und Rivalis Fähigkeit, ja, die ist natürlich nützlich in der Overworld, im Kampf vielleicht auch, aber vor allem macht sie natürlich gar keinen Damage. So, ich würde mich doch mal stark wundern, wenn ich nicht hier irgendwo noch einen Krog finde. Auch wenn ich natürlich nicht aktiv auf der Suche bin, aber kann man so gucken, kann man ja schon. Ich glaube eben, das ist eines der Rätsel, das ich schon mal erwähnt hatte. Genau, hier sieht man zum Beispiel, hier hat es 3 Früchte am Baum. Und hier hat es nur eine Frucht. Und hier hat es auch nur eine Frucht. Das heißt, ich muss hier noch die beiden Früchte, die zu viel sind, runterschlagen, damit ein Gleichgewicht besteht. Aber ich glaube, dieses Rätsel hatten wir im gesamten Let's Play, und das dauert schon über 180 Parts lang, hatten wir das noch nie. Krass. Rivalis Sturm ist bereit. Alter Rivali. Das war echt schön aus hier. Ja, Rivali, man kann natürlich sagen, er ist eigentlich der coolste Charakter, wa? Er ist schon cool und so, aber er ist natürlich auch ein kleiner Angeber. Ja. Aber es geht, es ist nicht so schlimm, es gibt andere Charaktere, die schlimmer wären. Das klang gerade ganz, ganz creepy. Sieht interessant aus. Hier war ich echt noch nie, ey. Alter. Tja, wie gesagt, über 180 Parts dauert das Let's Play schon und es gibt Gebiete, wo ich echt noch nie war. Ja, hier soll ein Krog sein. So schlau bin ich jetzt auch. Muss ich jetzt einfach den Felsen darunter kriegen oder was? Ja, das ist jetzt das falsche Amiibo-Modul. Stasis. So muss reichen. War offenbar doch nicht das. Hä? Wenn man rein theoretisch natürlich ja noch etwas sein. Habe ich eine Waffe, die noch kurz vorm Zerstören ist? Ich glaube, es wäre weniger. Nö, hier ist auch nichts. Das sieht zwar noch ein bisschen seltsam aus. Das ganze Gebiet hier sieht irgendwie aus, wäre irgendwo, keine Ahnung, Tibet? Afrika? Je nach Stamm natürlich. Aber eben, sieht natürlich interessant aus, das schon. Ja, muss ich die 3 Dinger hier runterschlagen oder wie darf ich das verstehen? Drei waren gut, sind ja 4. Aber 3 waren einfach immer hier Blöcke und... Oh. Versuche es mal ganz kurz, aber ich glaube, das Rätsel war anders. Ich hätte vermutlich auf den Stein von oben runterschlagen müssen. Und ihn genau wie die hier eigentlich am äußersten Punkt platzieren. Also sprich hier. Weil der wäre da oben und wenn man ihn hier platziert hätte, wäre es vermutlich perfekt gewesen. Das war natürlich jetzt... Viertelfehl, okay. Da hat er gerade noch irgendwas anderes gesehen. Aber egal. Ein Magnetimodul, hallo. Amiibo! Amiibo-Action! Ganz kurz gucken. Das ist mal der Runi als Amiibo gewesen. Das gibt Steine, das gibt ihnen hier sogar Sinn.
Ja, da haben wir ihn, Rudania-Helm. Helm, der dem Lenker des Titanenwart Rudania verliehen wird. Er steigert die Fähigkeiten seines Trägers. Ja, gib mir Brandschutz. Also, ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht undankbar oder so, aber das kennen wir eigentlich schon, Fragezeichen. Ja, 4 Grundangriffspower, also sieht natürlich auch oberhässlich aus, wenn man ganz ehrlich sein darf. Ja, so wäre es eigentlich besser. Ja, weiß nicht, also kann man machen, muss man aber nicht, oder ich sehe gerade den Zweck und Sinn noch nicht, weil es soll ja auch noch irgendwie so allgemein so eine Titanrüstung geben, also sprich, ja, halt Oberbekleidung plus noch Hose. Mondsäbel! Mal ganz kurz gucken. Wegen dem Text meine ich. Okay, normal. Ist nicht. Ich dachte, vielleicht wäre es irgendwie Oboses Waffe. Weil die hätte ich dann genommen, aber so. Okay, das wäre dann Mifa. Ja, dass es bei ihr Fische gibt, ist irgendwie auch logisch. Also logisch. Ja. Schuppenlanze. Na. Jetzt haben wir noch Rivalis Amiibo und danach scannen wir ganz kurz Wolf, den wir schon mal erwähnt hatten, in der letzten Folge noch. So, Rivali, mach die Truhe auf. Falkenbogen! Cool. Yeah. Also. Dann war das ja so, die Mütze des Händlers. Die Mütze des Händlers liegt in der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes am Drakotosee verschlingt. Drakotosee, da ist klar, in der rechten Klaue des Drachen. Drakotosee ist wie gesagt hier. Das sieht ja schon aus wie eine Klaue. Muss man, glaube ich, oder kann man, glaube ich, ruhig mal so erwähnen, sieht aus wie eine Klaue. Die Quelle des Mutes am Drakotosee verschlingt. So. Schauen wir das nochmal von oben an. Die Quelle des Mutes. Ich wollte gerade sagen, ihr war doch selten mal am Meditieren vor 100 Jahren. Ist hier sogar eine Statue der Göttin? Dort oben ist sie. Was machst du hier? Ah, komm, weiß. Also ernsthaft, da ist man zu doof. Das tat weh, wa? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Fuck, die wollte eigentlich gerade ausweichen. Mal versuchen. Ah, ich brenne. Ist ein eigenes Feuer, du Vollidiot. Wow. Die Quelle des Mutes. Alter, voll der goldene Rubin. Hey, ist das von einer Erinnerung? Wieso lautet das so? Bin ich jetzt crazy? Oh, es gibt... Moment, das sieht gerade total dämlich aus. Das gibt gar keinen Sinn, was jetzt hier passiert. WTF? Erstmal so, auch nur weil es hübsch ist. Und dann machen wir gleich mal ein Selfie noch. Das auf X. Versteht ihr das? Ihr versteht das nicht. Falkenbogen gescannt. Ja, das machen wir noch lustig. Manchmal ist das auch noch lustig. Willkommen an meiner Quelle. Bringe der Quelle des Mutes eine Schuppe des goldenen Geistes Farodradra. Goldenen Geistes? Also wenn schon, ist wohl der Donnerdrache gemeint, oder? Ich, die Göttin Hylia, werden an deiner Seite sein.
Schreinaufgabe? Nö. Hä? Oh. Ja, das könnte noch... Ich habe nicht zufälligerweise einen Schub dabei, oder? Ich meine, ich habe ein paar Teile von Drachen, aber ich glaube nicht, dass das ist, was ich gerade suche oder was sie hier wollen. Hydra. Verdammt, von ihm fehlt mir echt noch was. Das läuft schon wieder. Warum? Habe ich total was verpasst oder so? Ich meine, ja, wäre theoretisch möglich und so, ja. Okay, ich bin ja schon in Quelle des Mutes drin, da muss ich eigentlich gar nichts. Also wie ist es schon wieder? Die Quelle des Mutes am Drakoto-See verschlingt. Ja, verschlingt heißt vermutlich, dass es der Eingang ist. Ja, das ist... Das können wir als Drachen, aber nicht als Klaue, sondern als Maul bezeichnen. Oh! Bin ein bisschen zu weit geflogen, wa? Ernsthaft? Das wird wieder mal ein hübscher Fight. Jetzt mit Blitzen, wa? Servus, wer bist du? Nö. Na, wer seid ihr denn? Seid ihr Gebrüder Grimm? Ihr trifft mich nicht, lalalala. Fuck. Mann. So. Mit Schild ausweichen und dann zu kommen geht irgendwie besser als mit der Waffe, weiß auch nicht warum. Tschüss. Man hat ja nur Probleme, wa? So, was wollt ihr jetzt da? Ganz ehrlich, ihr wollt hier ein Blitzduell haben von mir aus. Tschüss. Ups. Hey. Was willst du denn da oben? Tschüss. Das war faszinierend. Aber hinsichtlich jetzt der Mütze bringt es mir eigentlich gerade relativ viel. Ah, cool, ein paar Elektropfeile. Das ist auch verrückt, war. Die haben die ganze Zeit auf mich geschossen, aber glaubt ihr irgendwie, die hätten jetzt nachher keine Pfeile mehr? Nee, die haben immer Pfeile. Da hat sogar... Ja, leg mich doch mal Arsch. Okay, ich suche eine Truhe. Wow, Lex. Wobei, ich bin hier schon an der rechten Klaue. Ah, da oben vielleicht. Sieht aus wie eine rechte Klaue. Hi, Ziege. Was geht ab? Rivali? Okay, das... Ja... Hä? Kein Krog? Was zum Henker ist los? Wollt ihr mir jetzt eigentlich verarschen? Das ist die rechte Klaue. Moment, nochmal ganz kurz nachlesen. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Die Mütze des Händlers liegt in der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes und Drakato-See verschlingt. In der, also müsste doch irgendwo... Hä, hier ist auch nichts.
Kann ich unten noch irgendwie rein oder so? Weil... Warte mal. Wollen wir gerade verkackeiern? Ja, von mir aus auf der Karte wäre zwar das jetzt rechts, aber das ist vielleicht vermutlich vom Spieler gesehen jetzt links. Also vom Drachen, versteht, das wäre jetzt eigentlich links. Das heißt, die Klaue wäre, die rechte Klaue wäre eigentlich die hier. Vermute ich jetzt mal. Weil es würde irgendwie auch Sinn ergeben. Sorry. Die ist ja da drüben. Ah ja, das ist schon eine Truhe. Okay, okay, gut. Ja, rechts und links und so. Natürlich immer Ansichtssache. So. Rivalis Sturm ist bereit. Danke, Rivali. Alter, ging das wieder schnell. So. Gravios Mütze. Ein Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Mal gucken, was sie eigentlich macht. Okay. Ja. Die Fähigkeit der Mütze ist eigentlich noch recht witzig. Ja, natürlich sieht es total bescheuert aus. Ich kann es mal ganz kurz vorführen. Klettern. Die ist vielleicht ein bisschen doof, ich mach's mal da oben. Mit der Mütze kann man, ihr seht's, schneller seitwärts klettern. Warum? Das ist offenbar eine Anspielung halt an Links Fähigkeit aus A Link Between Worlds, weil er dort halt sich, ja, quasi ein Bild verwandeln konnte, also ein Bild. Durch Wände gehen konnte, durch einen kleinen Spalt in der Wand halt, versteht ihr? Deswegen. Das war irgendwie von der Bewegung her ist ja auch seitwärts und deswegen hat halt Ravios Mütze diese Fähigkeit. Alter. Ja. Gut, aber immerhin, wir haben es geschafft, das ist schon mal die Hauptsache. Sollen wir ganz kurz gucken, wir haben natürlich noch ein paar andere Dinge hier. Das wissen wir, das ist weiter oben, das ist das Bösen, das ist im Wald von Faerunum, muss sowieso doch erstmal rein. Das ist was anderes, das hätten wir nachher auch bald, das geht erst in Schloss Hyrule. Evandra Fluss, und ich glaube, der Evandra Fluss, den haben wir noch gar nicht. Nö. Das ist soweit korrekt. Gut, dann wäre natürlich jetzt die nächste Frage, Freunde. Erstmal kann der gekillt werden. Die nächste Frage ist die Zeit. Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich den Timer nicht gestellt habe, also sehe ich es gerade. 23 Minuten, okay, das geht eigentlich noch. Das heißt für uns jetzt, ich werde mich jetzt dann noch auf dem Weg zum Gebiet vom Faerun begeben, vermutlich in dieser Folge sogar einen Turm aktivieren und dann die nächsten paar Folgen vor allem das Gebiet erkunden. Da hatten wir schon, dass da oben noch irgendwas sein könnte, Krogmäßiges. Okay. Sag mal. Link. Wo genau natürlich? Hä? Hat er gerade was gesehen? Also hier zu hantieren ist nicht gerade ganz einfach. Ah, hier ist er. Tschüssi. Also, was die Krogmaske betrifft, natürlich ist es immer noch mühsam, wenn man sich irgendwie... Nein, was mache ich da? Vollidiot. Dachte gerade von wegen... Ist jetzt einsatzbereit. Danke, Darok. Dachte gerade von wegen, hey, ihr könnt doch jetzt... Ja, drüben ist der Turm schon. Ich könnte jetzt eigentlich von hier aus Rivale Sturm nutzen, hochfliegen, aber da oben wäre natürlich ein bisschen höher gewesen. Super. Gut, egal, ich mache mich auf da. Zum Turm des Gebietes von Faerun. Und, oh, das wird aber lustig. Alter, komm hier nicht weit. Leck mich am Arsch. Aber so gar nicht. Ne, immer das andere Maß von da aus. Ja, die Krogmaske. Die ist
praktisch. Ich meine, ist natürlich trotzdem noch so 99 Crocs und 900 Crocs, ich glaube es sind 900 Crocs. Ist trotzdem noch eine Anzahl, die einfach nur im Kopf fassen muss. Es ist viel zu viel. Aber eine Krogmaske macht das Ganze natürlich einfacher. Oder ich sage jetzt mal angenehmer, weil einfacher, das ist immer so eine Sache, das zu definieren. Ich würde behaupten, jetzt reden sie auch noch, super. Oder auch nicht mehr, WTF. Ja, ich behaupte immer noch, es ist halt, sind zu viele Krogsamen. Aber wenn man halt die Krogmaske hat und vor allem denke ich, und das werde ich dann vermutlich mal machen, ich irgendwann mal Breath of the Wild nochmal spielen sollte, komplett von vorne und so privat mal, dass man halt, ja, eben die ganzen Goodies, also sprich, das, was eigentlich wirklich praktisch ist für, vor allem für den Anfangsweg. Gut, Donnerhelm hatte ich jetzt schon mal per Zufall gemacht, da mit, ja, mit den Gerudo-Questen so als erst, hey, das ist ein Drache, cool, ein Donnerdrache. Aber eben auch die anderen Sachen, zum Beispiel mit der Krogmaske oder Majuras Maske und so, da kann ich echt nur empfehlen, die von Anfang an zu holen und dann natürlich auch zu nutzen, denn das bringt schon was. Und vor allem das Mühsam ist eigentlich, dass du dir sagst, oh 900 Krogsamen, oh das dauert so ewig, bis ich die habe und so. Klar, es dauert, das ist immer noch so, aber mit der Krogmaske, wenn du von Anfang an das halt hast und so. Wo kommst du denn her? Verzeihung, warum sind es nicht tot, mein Herr? Das war noch jetzt ein bisschen unhöflich. Ja, was sagen wollte, ist, kann man nur empfehlen, weil dann ist natürlich ein bisschen verteilt die ganzen Krogsamen über das ganze Abenteuer hinweg. Du musst nicht über die Hälfte, sag ich jetzt mal, erst am Schluss machen. Also, so geht's eigentlich schon. So, bist du auch noch wach, oder wie? Beziehungsweise wieder wach? Nö. Der pennt weiterhin. Ich bin jetzt schon im Gebiet von Faivon, weiß ich das Richtige? Was war das eigentlich vorhin für ein Viech hier? War das irgendwie so ein Büffel oder was? So was noch raus. So, ihr wollt eigentlich Wulfi holen, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich gerade auf dem Weg zum Turm bin. Aber sobald ich im Turm bin, aktiviert habe, dann holen wir uns Wulfi zur Seite und dann wird es natürlich geil. Schönes Gebiet hier. Ich muss auch sagen, ich bin auch froh, dass ich noch so ein... Okay, noch irgendwie so ein Gebiet zum Schluss noch uns aufgespart haben, weil wenn man jetzt gesagt hätte, ja, oder wenn es sowieso mit den DLCs und so, man gesagt hätte, komm, jetzt halt alle, ja, den ganzen Abschluss nochmal machen, falsch formuliert. Ne, wenn ich jetzt halt gesagt hätte, ja, komm, jetzt mach halt alles noch zum Schluss und so, oder auch wenn halt bereits bekannte Gebiete sind, eigentlich bereits alles erforscht habe, nur hier und da ein Schrein neu ist, etc., etc., dann wäre es vielleicht ein bisschen langweiliger geworden, als jetzt, wo wir halt doch noch, ja, auch neue Gebiete entdecken. So, der Turm von Faivon. Was ich echt schade finde, dass hier offenbar im Faivon nichts los ist, weil es ist ein großes Gebiet, aber es gibt, ich meine, klar gibt ein paar Schreine und so, aber es hat nichts mit der Hauptstory zu tun und ich fürchte ja, es gibt auch irgendwie hier keine Referenzen zu, hallo, aha, hab gar keinen Rivalis Lug mehr, beziehungsweise Sturm mehr, auch keine Referenzen mehr zu früheren Zelda-Spielen, wie vor allem halt so Twilight Princess, weil Faivon, Gebiet von Faivon war dort halt verdammt wichtig. Ich glaube, das kam auch zum ersten Mal vor, hier haben wir sofort mit dem Donner, wa? So. Ja, natürlich im Gegensatz zu den Feuer- und Eiswesen, so dass die Donnerviecher gar keine Schwäche haben. Was eigentlich voll imbar ist, wenn man es mal so aus strategischer Sicht betrachtet. So, wieder die hier. Waffe nehme ich bitte auch wieder ein anderes. Nehmen wir einen Königszweihänder. So, was ist eigentlich hier los? Was verbirgt sich da? Okay. Hey, Fledermäuse? Oh! Sturm ist bereit.
Nochmal so eine Platte. Ich sag schon Donnerplatte. Das regen ich immer erstmal daneben schlage. Aua! Oh, der war gemein. Ey, da kommen wir irgendwie hin. Jetzt reicht's mir aber hier. Nee, komm. Freunde, wisst ihr was? Das schauen wir uns nächste Folge an. Wieder zurück hier bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. No, ziemlich hoch. Tschüss.